Ach, weil der Ding so hoch geht, oder? Grüß euch, Servus bei der Kini-Muse, die anderen ratschen noch. Oder? Jetzt schauen wir mal schnell, ob das Ganze hinhaut. Das ist auch unser erster Livestream. Oder ob das Ganze nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Doch, das funktioniert so, wie wir es uns vorgestellt haben. Ihr dürft gern in die Chats reinschreiben, wie man uns versteht und wenn wir dann später Musik spielen, ob das zu laut oder zu leise ist, ist schon mal vorab. Uns freut es auf jeden Fall, dass jeder, der dabei ist, heute den Weg daher gefunden hat. Die meisten kennen uns wahrscheinlich, die da sind, weil sonst hätten sie den YouTube-Kanal nicht abonniert. Wir sind die Kini-Musi. Ich bin der Ludwig, der Vic, mehr oder weniger der Organisator von dem Ganzen. Ich bin der Hartmut, bin Chororganisator. Ich mache immer gerne jeden Schmarrn mit, wie heute auch. Dann der Stefan, Genau. unser Zirkspieler. Und der vierte Kini. Deswegen haben wir ja diese 4 Kini heute da aufgelegt. Der Günther. Genau. Das ist ein Neuzugang. Und wir haben uns heute mal überlegt, dass wir einfach mal ein bisschen Musik machen. Wir hätten normal heute Musikprobe eigentlich Mittwoch auf die Nacht. Und wir haben ja das Equipment für den Livestream. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob das so hinhaut. Ich bin immer ein bisschen am Handy, ich muss das alles ein bisschen verfolgen, den Chat auch bedienen. Und wenn ihr was habt, wenn ihr was euch wünscht, wir haben also in die Liederlisten unten drin. Unsere Stickel, teilweise glaube ich, haben wir einen Doppelten drin, weil ihr zwar denselben spielt oder ich irgendwann spiele für ihn, ist ja wurscht. Dann schreibt es rein, wenn wir einen spielen können und Lust drauf haben, dann spielen wir. Und wenn nicht, dann spielen wir nicht. Genau. Sollen wir gleich mal an da? Fangen wir gleich mal mit an, dass das hier hat. Jetzt schauen wir mal, ob der Chat passt. Ja, Organisator dann so gut. Der Pierre hat schon mal geschrieben, alles top, läuft super. Das freut uns natürlich. Das sind unsere Sprachmikros sozusagen. Und jetzt darf man einfach mal umschalten. Wir dürfen uns zusammenrichten. Was sollen wir spielen? Was darf man mir normal immer anfangen? Mit einem einfachen? Mit dem Marsch fangen wir so. Also genau, bei uns ist eigentlich so, wir starten unsere Probe oder unsere Auftritte eigentlich immer mit einem Marsch, den wir nie ausgemacht haben, und hören wir auch auf damit, oder? Genau. Mit demselben. Mit demselben. Nein, meistens schon mit dem anderen. So viel. Wir haben schon genug Stücke, so ist es nicht. Was spielen wir für einen? Was denn für einen? Standard wie das letzte Mal. Zum Einspielen. Großecker. Haben wir gehabt? Nein, ein Steirermarsch. Steirer. Alles klar. Oder doch wen anders. Ein Steirermarsch. Wir spielen mal einen Steirermarsch. Jetzt sind die Mikros online. Bitte einfach danach, währenddessen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ob die passen oder nicht passen. Und dann können wir das alles ein bisschen einstellen.
vor. Ja, ich hoffe, das ist gut umgekommen. Wir haben ja tatsächlich vor 16 Wochen schon einen Livestream getestet und da haben wir natürlich festgestellt, ich stelle kurz nochmal um. Und da haben wir natürlich festgestellt, dass da jeder Fehler auszukommt. Also das, was wir heute spielen auch, die drei sind relativ nervös, weil sie noch nicht so oft vor der Kamera sind. Ich bin relativ nervös wegen der Technik. Aber das ist wirklich hart, sage ich jetzt mal. Der verzeiht überhaupt keinen Fehler. Also das ist halt eine Probe, das ist halt alles live und das ist halt nicht danach zusammengeschnitten und die Perspektive geändert und die 4. Wiederholung dann eingespielt, sondern es ist halt alles live bei uns. Genau. Das war jetzt halt der Steirermarsch. Ach, der Steiner. Was hast denn du da Verzögerung drin? Verzögerung? Ja. Von live zu 5 Sekunden. 5 Sekunden. Kannst du das einstellen? Genau. Das heißt, du kannst die Verzögerung komplett rausnehmen? Okay. Also das Ganze ist ein bisschen komplizierter aufgebaut. Er hat jetzt gerade gefragt, wie die Verzögerung ist. Wenn wir reden, kommt das natürlich bei euch ein bisschen später an, so 10 Sekunden oder so weiter. Deswegen können wir eure Chats auch teilweise ein bisschen verzögert erst wahrnehmen, weil ihr das erst später hört und wir dann erst später lesen. Deswegen kann es auch, dass die da die Themen ganz leicht überschneiden. Eine richtige Probe wird es wahrscheinlich eh nicht werden, heute, weil wir dürfen uns wahrscheinlich jetzt das Stück ein bisschen auseinandernehmen, oder? Und schauen, was so Was man noch besser machen kann, genau. was wir noch besser machen. Da Das können machen wir aber anders, weil das merkst du dann das nächste Mal, wenn es besser geworden ist. Genau. Oder nicht? Ja, Genau. also wir kämpfen gerade ein bisschen mit dem Stimmen aufteilen, oder? Muss man so sagen. Ihr zwei, Ja. also Zirch und Klarinetten. Ja, müssen wir jetzt schauen, wie Wir sich das so probieren ist. uns aus. So entwickeln. Wir probieren immer wieder was aus und irgendwie klingt es dann schon. Ja, genau. Und wie gesagt, der Günther ist jetzt neu dazugekommen. Auch aus Straubing, wie ich. Wir haben uns kennengelernt am Wastel-Fanhal-Seminar beim, ist der Servi Johannes organisiert, hauptsächlich, ja, also federführend wahrscheinlich. Januar, glaube ich, war das, Genau, und dann hast du gesagt, du suchst Anschluss irgendwie da rum, weil Stafford ziehst im April. ja, genau. Und dann haben wir gesagt, Kontrabass, passt eh gut dazu. Und Zirk spielst du auch noch, spielst du uns ja auch noch eins vor? Ja, denke schon, dass wir es eine andere stellen. Und dann passt es eigentlich ganz gut. Also, ihr dürft ruhig jetzt mal reinschreiben, ob das auch vom Sound her gegangen ist. Mich würde interessieren, wie man die einzelnen Instrumente hört, ob man die alle gut außerhört oder ob da eins ein bisschen im Hintergrund gerät. Aber Genau. echt einmal guter Feedback zum kriegen, da mich interessieren. Genau, wenn ihr sagt, die Zirk war gut, die war, hat man gerade gehört, oder Gitarre oder der Kontrabass war gar nicht drauf, dann dürft ihr das gerne alle ein bisschen mitnehmen und uns bitte sagen. Themen haben wir gar nicht so richtig dabei. Wir dürfen einfach ein bisschen ratschen. Bitte? Oben. Proben und Ratschen, ja. Ihr wart ja auf dem Drumherum, oder? Also ich muss zugeben, in meinem Leben noch nie auf dem Drumherum. Ja. Schande. Ja. Ja. Sagen wir mal so, eigentlich selber schuld, aber du hast schon viel verpasst, genau. Viel versammelt. Ja, wir wissen wen. Ja, Skibieder, wir alle zwei, ja, genau. Ja, wir waren ja nie. Ihr habt es mitgespielt, oder? Mit einer Gruppe. Ja, ich habe auch mit einer Gruppe mitgespielt, genau. Nein, Du ich nicht, habe bloß so du- gespielt. Hat aber fast mehr gespielt, weil ihr, weil er den ganzen Tag gespielt hat dafür dann, genau. Wir haben echt lange im Park gesessen. Erst Vormittag und Genau. dann sind wir Mittag einmal auf die Zweifachbühne gegangen, haben wir Mittag gegessen, haben wir ein wenig zugehört und dann sind wir wieder im Park und haben eigentlich wieder gegangen. Ja, eben. Okay. So soll es sein, genau. Das war echt gut. Sind wir dann da? Haben wir noch einen? Haben wir anfangen. Also wenn es Liederwünsche gibt, noch ist nichts gekommen. 16 Leute schauen zu. Freut uns natürlich. Bertha Landler habe ich gerade im Kopf. Was ist das? Von Bertha Landler. Ui, ja, schauen wir Ja. mal. Ines. Bertha Landler Ines. Genau. Ich mache wieder irgendeinen Schmarrn, das ist auch wieder so ein Thema mit der Stimmenaufteilung. Schauen wir mal. Meine? Da schaue ich ein bisschen rein, ja. Weil bei dir, du schaust immer ins Blaue, obwohl das ein ganz anderes Ja, Lied ja, ist. genau. Machen wir ja bloß so, als da auch die reinschauen und dann lasse ich mir doch irgendeinen anderen Schmarrn einfallen, genau. Hartmut, unser Notenjunkie. Ja, genau. Also der Kontrabass ist ein bisschen im Hintergrund. Wahnsinn. Kann aber einfach sein, also du darfst einfach gern, auch wenn der Kontrabass ein bisschen im Hintergrund ist, ein bisschen näher runterrutschen. An Ja. den da. Oder den ein wenig ausrichten. So. Ich hab den- Ja, Super, der wenn das Kontrabass passt. ist super.
Wenn es passt, dann ist es uns auch recht. Also, wie gesagt, da kann man natürlich viel miteinander da. Der Rainer, der Ammersreiter Rainer von der Zirkzentrale hat es ja angekündigt, der hat natürlich ein Tonstudio daheim, das ist natürlich ein bisschen unfair. Der wird uns da wahrscheinlich schimpfen, was wir da zusammenspielen. Oder was wir da zusammengestöpselt haben. Aber kurz nochmal, bevor wir anfangen, der Livestream, also ich habe ja einen YouTube-Kanal und ich habe da ganz viele Themen letztes Jahr und vorletztes Jahr behandelt. Ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht, weil mir einfach die Themen ein wenig abgegangen sind, ich keine Lust mehr gehabt habe auch. Und wenn ich dann einfach nur eins mache, dass Zeit kaputt ist, dann ist das für euch auch schon, und für mich nervt es dann auch. Und ich würde schon immer mal live gehen, habe das glaube ich schon mal vor einem Jahr gesagt. Und irgendwie der Stefan dann auf die Idee gekommen, dass er gesagt hat, er möchte jetzt da live angreifen. Warum Ich habe auch gesagt, immer. wir können es einmal machen. Also es war ja für die schon unbedingt, ja. Nein. Der Hartmut war gleich begeistert. Ja, ich habe gesagt, wenn du den Schmarrn machen willst, dann mach ich ihn halt mit. Und der Günther, der erste. Der Wir macht kommen zu meiner einfach. ersten Probe und du hast eine Karte nicht auskennen. Genau. Also, ich habe gar nicht auskennen. Ja, passt doch. Dann spielen wir Bertler-Landler für euch. Kriegen wir hier, oder? Was machen wir denn für eine Kamera? Wir werden schon durchkommen. Der werden wir durchkommen. Ines. Passt doch. Wie gesagt, wenn ihr die Fälle alle hört, die hören wir mir gar nicht so stark. Das ist das Gute für Wenn uns. es welche findest, dann darfst du es behalten. Also, ich meine schon. Ja. Weil natürlich in unserem Konvolut, wenn man so spielt, da konzentriert man sich natürlich auf sich selber. Und ihr wisst selber, jeder, der da Volksmusik spielt und daheim probt, das geht allerweil. Wenn man dann einmal vorspielen muss, dann ist es noch anstrengender oder wird richtig hart. Aber wenn man sich einmal aufnimmt und so wie jetzt halt abliefern muss, das ist schon nochmal eine andere, für uns eine super Übung im Endeffekt, finde ich. Weil es noch schöner ist, noch besser ist. Gut. Schauen wir mal schnell.
Aber es schauen doch schon 21. Da steht 18. 18, bei mir steht 21. 16. Ist ja wurscht. Kann eigentlich egal sein. Genau. Und wenn es einer ist, ist es auch gut. Und ganz wichtig war mir eigentlich bei dem Livestream mal, dass die Technik mal passt. Weil es hat ja zu Corona-Zeiten ein paar Livestreams gegeben, glaube ich. Gell? Habt ihr da welche gesehen zu Corona? Ich glaube, einen Kaiserquirin habe ich mal gesehen. Also ich weiß nicht mehr wenig gesehen, aber Oder- auf jeden Fall hat es welche gegeben, ja. Ja. Und die waren halt meistens, ja, eine Kamera, ein Mikrofon und das ein Mikrofon natürlich Oder dann. einfach das Handy und Ja, genau. Und das ist halt dann irgendwie blöd, wenn ein Mikrofon die Stimme aufnehmen muss und dann danach muss ein Instrument aufnehmen. Das beißt sich halt ein bisschen. Und deswegen war jetzt mein Anspruch ein bisschen, dass man das einmal ein bisschen ändert. Ich muss aber auch sagen, du hast das aber ein Hobby, sag ich jetzt einmal. Also wenn wir jetzt die Umfang, Kamera ja. mal dran daten und du darfst nicht mal sagen, was du da an Equipment stehen hast, dann. Das können wir tatsächlich einmal machen, weil ich habe tatsächlich ja auch. Da sieht man die ganzen Verhaut an. Also es ist so, dass man. Was der Vico Ja, weggehauen hat. genau. Es ist tatsächlich so, dass wir mehrere Kameras da drinnen haben. Jetzt schauen wir schnell, das ist der da. Und da kann man jetzt einmal so sehen. Also da ist jetzt bei mir natürlich. Und dann haben wir da nur für euch einmal halt die ganzen Mikros für die Instrumente, die Lichter und die zwei Kameras, die wir da umeinander schalten. Da hinten ist unser Setup drauf. Und genau, der Hartmut. Halber abgeschnitten, genau. Also es ist schon ein bisschen muss man sich damit schon auseinandersetzen, aber es ist jetzt nicht so dramatisch, finde ich. Also es ist okay. Es ist okay, man muss halt ein bisschen dahinter sein, aber wenn man natürlich, das spürt man natürlich ein bisschen in Karten rein, dass jetzt schon viele YouTube-Videos draht worden sind, unter anderem halt auch mit dem Rainer einmal ja live oder so weiter war. Deswegen ist das ganz gut. du hast ja wo ich das gesagt habe, gleich mal sauber aufgerüstet. Was habe ich einen gekauft noch? Du hast ja dann noch irgendwie eine Kamera und Ah ein ja. Mikro gekauft. Ich meine, so Mikros, und jetzt auch nicht das ganze Setup, wenn man die Kameras hat, dann geht das. Da ist sie eher heim. Genau. Ja, wie war es denn drumherum? Steh langt man nicht. Ja, ich kann's mal, also ich denke mal halt, wie meldet man sich da überhaupt um drumherum? Also ich Da geht tue. man halt hin. Ja, weil du möchtest Ja, man kann Ja. entweder hingehen, wenn man mit einer Gruppe hingeht, meldet man sich schon an bei denen, die das organisieren. Da kann man sich, ich glaube, online, also bei uns hat das unsere Gruppenleitung gemacht, die war mit der Axel Schmeißer Tanzelmusik dort, da spiele ich auch noch mit. Und da hat sich halt unsere Geigerin, die sich da immer um alles kümmert, hat sich da angemeldet. Dann sind wir tatsächlich, irgendwann hat es dann geheißen, ja, wir spielen da 1,5 Stunden Termin und dann am Montag war auf der Zwiefachbühne, da haben wir schon ein bisschen zittert, auch, ob wir mit unserer kleinen Besetzung ohne Blech auf der Zwiefachbühne durchkommen, aber zumindest der Tanzboden hat uns gehört, also und das war das Wichtigste. Spielst du da verstärkt? Ja, ohne Verstärker. Haben wir welche verstärkt? Ja, aber die haben sie teilweise selber schon, dabei ja. gehabt. Ja, Also ja, die haben selber genau. ihre Mikros Das und kann auch sein, ja. dabei gehabt. Oh mein Gott, also das ist ja alle 2 Jahre. Genau. Muss ich mir jetzt schon umgehen, dass ich da hinkomme, oder? Nein, das Das macht man ein Vierteljahr ist vorher eigentlich vielleicht oder über- 2, 3 Monate. Aber da kommt oder man so. hin. Also das ist so, dass Ja, man wenn es Ja, die ja, Firma umwächst. Also Genau. Die machen aus dem, wer sich angemeldet hat, machen die was dann. Also. ich glaube tatsächlich, Also- dass wenn du irgendwie unter einer gewissen Die Na, du Unterbringung, kriegst wobei für die die- kriegst du eigentlich irgendwie sowas Für die automatisch Tage, wo fast du oder so, ja. spielst, kriegst du Ja, Unterbringung. genau. so, Also jetzt kein Hotel, aber eine Unterbringung kriegst du Irgendwas theoretisch, so. ja, genau. So ist, wir haben vorher schon unsere Unterbringung gebucht gehabt, weil wir da halt sicher sein wollten, weil wir haben noch nicht gar nicht gewusst, ob wir, wann wir dann spielen, ob wir bis 1 oder 2 Tage spielen und wir wollten halt die 4 Tage dort sein und darum haben wir dann selber gebucht. Aber das Wetter war super, oder? Das Wetter war fast ein bisschen Was? zu heiß, aber es war gut eigentlich, muss man sagen. Es war schon mal nachher, so vor über 10 Jahren war etwas mal so blut zu heiß, das war echt der Wahnsinn. Jetzt Vor 10 Jahren. jetzt war Kannst es, du dich aber erinnern? war schon auch. war schon viel Kaiserwetter. Ja, ja. Also Kaiserwetter war schon. Musst Ja. dazu sagen,
Wir haben ja alle so im selben Alter, oder? Außer der Hartmann, der ist ein bisschen jünger wie mir. Ja, genau. Nein, was Ich kann weiß man- gar nicht, so viel älter bin ich jetzt auch nicht. Nein. Es kommt Du bist davor, ich 30, glaube, wir sind. du bist 5er, Ja. 6er, 34. 34, Ja, doch. ich bin 40 und du Ja, bist ich bin jetzt schon. knapp Älter. ein bisschen über 40. Ja, naja, schon. Ich bin jetzt 56, Der ist ein paar Jahre genau. schon Also, 40. doch schon. Ihr kannst Bist du zumindest denn mal. der Opa? Aber ich bin der Opa, kann man so sagen, genau. Ein Liederwunsch ist da. Himmel, weiß und blau. Aha. Auf welcher Ziel spielst du denn? Wir haben so letztens auf der CF. Ja, schon mal wieder CLF, FPS, Dass das du ein ist Solo gescheiter. machen Ja, kannst. genau. Das geht zwar notfalls auf der PSAs, das auch, aber weiß ich nicht, ob ich die ganzen Halbtöne auf der PSAs. Dann müssen wir kurz genau. umbauen, oder? Hast du dein Zirch da? Nein, du hast dein Zirch da, du hast das. Ja, Das soll mit der Gitarre mitspielen, oder? dann spielst du Nein, mit der spiel mit der Gitarre mit. Aber das müssen wir auch noch testen. Das mit dem Soundblock. Ja. Ja. Kann man schön. Himmel, weiß und blau. Und das schreibt man wieder um auf die Musikkamera. B. Na gut. Wann haben wir das letzte Mal gespielt? Mit mir habt ihr noch nicht gespielt. also in der Tonart, ja, also ist Doch, du. bestimmt schon 2-3 Monate her, oder? Für jeden Ja, Fall da entschuldigen haben Sie wir mich schon, weil ich habe den noch nie begleitet bei euch. Ja, ach, da war Ja, man muss auch sagen, du hast ja noch nie bei uns so richtig. Du hast einmal mitprobt bei uns. Ja, also, genau. Gut. Du weißt auch nicht mehr genau, wie der geht, aber das kriegen wir hin. Verantwortung jetzt in dem Stück. Ja, Solo macht er. Ja, passt. Gott sei Dank. Ja, Kann man mal wieder üben. kann man mal üben. Ja, ja.
Meist ist es ja so, oder, dass die Märsche im ersten Teil ja wieder in die vordere Reihe hüpfen, oder? Mhm. Und der hüpft aber in die 4. Stufe. Ja. Der geht in die Das 4. ist Jahr. auch kein Marsch. Ich hab auch zuerst gemeint, der moduliert, Das habe ich ist auch ein- noch mehr im Kopf gehabt. Ja, Ja. aber das ist kein Marsch. Nein, das ist kein Marsch, stimmt. Warum habe ich dann einen Marsch im Kopf? Was hab ich im Kopf? Ja, Genau. Himmel weiß und blau weiß blau. Das ist ja fast dasselbe. Ja. Ach Gott. Ja, aber wir haben schneller geworden, oder? Mozart. Weiß ich nicht. Andersrum. Es war auf jeden Fall gut. Langsamer. Es war auf jeden Fall kein gutes Tempo. Ja, ein paar Schwankungen haben wir gehabt. Ja. CFBS tust du die da Leichtbahn begleiten? Ah ja, das Ah ja. Das Hat zumindest kein Kapo drauf. ja, den habe ich leider drauf, weil das tatsächlich die Energie habe ich nicht, dass ich da so viel in Gitarre reinstehe, dass ich alles ohne Capotaster spiele. Also der sich nicht mit der Gitarre nicht so gut auskennt. Gitarre ist relativ dankbar, weil man ADGC einfach ohne Capotaster mit D-Dur spielen kann, dann ans BS als das einfach eins tut und dann wieder D-Dur spielen kann fürs S-Dur und fürs CFBS tut man da für die dritte und dann hat man wieder dieselben Griffe. Das heißt, ich muss mir eigentlich relativ wenig anstrengen für das, dass ich alle unsere 2 Tonarten hinkriege. Und deswegen investiere ich da auch nicht recht viel mehr. Aber einfach auch nicht die Zeit. Es geht beim Kontrabass nicht, dass man Capo aufhört, oder das geht sogar. Nein. Also ich wüsste jetzt nicht. Wenn, dann kann man irgendwie aufstimmen. Oder? Aber Du musst halt 2 mitnehmen. das ist Aber dann du auch. greifst einfach anders. Langst halt da hin, wo das Team hast. Genau, wir spielen eigentlich alles in BS Astes und CFBS. Ja. Da haben wir uns halt einfach du hast keine andere Zirchen. Hat man sonst anders spielen? ADGC einmal. Vielleicht einmal ein paar AD-Stück. Ja, Wirklichs. muss ja nicht. Also das ist ab jedem Instrument, also mir ist schon ganz recht, wenn du bei deinen 2 Singen bleibst. Kostet ja nichts, kann man sich so mal kaufen. Dann kaufe ich mal da A-Klarinetten oder so, genau. Aber der Vico hat doch letztens gesagt, du hast schon 20 daheim stehen. Da kann Ja, ich da ist dabei. tatsächlich weder S-Klarinetten noch A-Klarinetten dabei. Ja, Und wie viele Klarinetten außerdem hast du daheim? sind es nicht 20. Also mit dem ganzen Schrott, ich habe halt da viel Schmarrn daheim, sind es, glaube ich, 10 jetzt. Oder 10. oder so, Wie ja. viel spielst du denn jetzt? 3 oder 4 oder Und warum so. hast du ja? Ja, die habe ich mir irgendwann war mal gekauft. Und teilweise auch als zweites Instrument, das war jetzt vor kurzem gut, weil die zweite C-Kleinette nicht mehr mal versehentlich gekauft habe, hat es jetzt wirklich bewährt, weil die andere kurz vor dem Auftritt einen Geist aufgegeben hat, mehr oder weniger. Also, passt schon. Also so ein zweites Instrument ist schon nicht schlecht manchmal. Also zu Instrumente. Ja. Ich spiele jetzt hauptsächlich bei uns Gitarre und Bassflügelhorn eigentlich. Ich fast gar nicht mehr. Das ist eigentlich. Ja, der Klarinetten ein bisschen zirk noch, aber da die das alle besser spielen wie ich, überlasse ich gerne die anderen. Aber Zirch wegen spielen. einem Zirch oder ein Instrument kaputt gehen, habe ich es ja auch letztens gehabt, den Regen. Ja. Da ist mir aber Klappen, das Wachs gebrochen und dann war die Klappen schief drin und hat Ja. dann da drum gegeben. Das sind auch so Geschichten, ja, Ja, du genau. hast der Scheißzirch. Aber da war es recht einfach, dann machst du auf und dann schiebst du das wieder hin, machst mit dem Feuerzeuger ein bisschen warm, dann, Genau. dass Ja. das wieder flüssig wird und dann geht das. Wenn man weiß, wie es geht, gell? Ja, also das zum ist gut. Genau, der Stefan spielt nur Zirch bei uns und spielt auch nur Zirch. Ja, ich Aber- kann leider nicht mehr. Aber das kannst wenigstens du- gescheit, aber das haben wir ja schon mal festgestellt. Genau, und für alle, die fragen, der Stefan spielt Kaiserzirch. Genau. Kaiser und Alpengold. Andere ist ein Alpengold. Ach so? Ich meine zwar Kaiser. Ja, bezahlt mal, das waren zwar Kaiser, Es aber, ist ein Kaiserzirch, ja. ja, eben, aber der aber Kaiser von hat ja Alpengold. mit Alpengold angefangen damals, glaube ich. Die ja, alte genau. von Quirin, Mhm. damals Weißengarner Zirch, Mhm. einmal gesagt. Und du spielst Zirch und Kontrabass. Wie lange spielst du schon Zirch? So richtig wieder seit Corona. 5 Jahre. Und du? Das ist schon über 10. Nee, das ist schon länger, Also, oder? Schon 16 Jahre jetzt. Und kannst trotzdem nicht. Ja, ich spiele 20 Jahre Zirch, kann es auch nicht gescheit. ich spiele es noch länger und schon spiele es am schlechtesten. Also, Ja, aber ich muss sagen, ich habe es ja richtig erst Mhm. angefangen zum Spielen, wie wir uns da kennengelernt haben. Also,
wir kennen uns jetzt am längsten, wann haben wir uns kennengelernt? So 2018, 17, Nein, 18. 22, das war zur Corona-Zeit. War vorher, War vorher. vorher noch. War vorher. Das war in Emmering im Biergarten. Ja, aber zu Corona-Zeiten, Glaub wo nicht. man draußen hocken hat dürfen, da Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das vorher war. doch, Ja, hab das, ich- wo man dann wieder im Biergarten hocken hat dürfen, da haben wir uns dann kennengelernt und dann, echt. Ja, dann habe ich mal gesagt, du greifst das voll anders, gell? ja, genau. Man muss auch dazu sagen, ich habe 15 Jahre lang 5-Fingersystem gespielt und das ist einfach schön. Du Ja, hast ich halt kann's das nicht Vierfingersystem mit dem Dama gespielt. Ja, ja. Also das ist ja ewig Streitthema, aber man muss Ja. schon sagen, dass seit ich Ja. auf das 4-Finger umgestiegen bin, so wie es dazu ausspielst, die Lernkurve nach oben gegangen. Also das, Ja, aber es liegt nicht am Fingersatz, also an die, ob 4 oder 5 Finger, das ist halt, wie es dann einen Fingersatz einsetzt. Wenn du halt 4 Finger spielst und mit 3 Fingern und viel rumhupfst, das ist halt. nein, das glaube ich nicht. Du hast ja noch nie 5 Finger gespielt. Und wenn du 5 Finger spielst, finde ich, du bist so. Aber es gibt schon Leute, die mit 5 Fingern spielen, die wirklich gut sind. Also, ja, das sage ich ja gibt's gar schon nicht. auch. Das sage ich ja Also gar nicht. Ich sage jetzt individuell auf, Ja. auf den einzelnen Oberbraucher. Ist ja Ja. wurscht. Ist ja Hat wurscht. Du als- spielst ja alle 4 Weil da, Finger, ja, oder? ich bin auch überzeugter Vierfingerspieler, aber Nur- es gibt halt schon auch Fünffingerspieler, die wirklich gut sind. Also darum Ja. kann man es jetzt nicht so von vornherein also Deswegen so sage ich, ja, es liegt genau. nicht jetzt am 4 oder 5 Ja, Finger, genau. das liegt halt am Es- Fingersatz und der Übung, wie es halt. Ist schon Ja, klar. investierst. Es gibt 5-Fingerspieler, die spielen uns alle in Grund und Boden. Ja. Das Genau. gibt's auch, aber für den 0815 ist wahrscheinlich das einfach. Wahrscheinlich zum Anfang auch noch das Einfachere, weil du einfach die Stütze hast und Mhm. kannst deine Bewegungen. Ja, das ist Regionen, da ist eher ja, Regionen, da ist Ja. also Das vier Finger zu wahrscheinlich, vielleicht auch, ja. Das ist Da kommt es vielleicht Geschmackssache. drauf an, welcher Lehrer da gerade vorherrschend ist oder Ja, sonst ja. was oder vielleicht auch, ja. Kann schon sein. Viel diskutiertes Thema. Ja. Danke für heute wieder. Unterm Strich ist, wem halt was besser liegt. ja, genau. Also meine Frau hat gerade geschrieben, es war 21, als ich hochschwanger war. Da haben wir Ja, uns genau, kennengelernt. da war es schwanger. Genau, das war 21. Am Geburtstag von meiner Tochter, war sie. Das war sie. Dann war es 21. Genau, also Ich meine, das war viel eher. Also wir haben uns 21 kennengelernt, wir uns dann im Hofbräuhaus. Irgendwann mal im Hofbräuhaus vor 3 Jahren hätte ich jetzt gesagt, ich weiß Ja, aber nicht ihr mehr spielt länger genau. zusammen. Wie- Ja, Theoretisch, ja, also stimmt. angefangen haben wir zwei Ja, ein bisschen im Duo, so kleine rumprobieren, da ist aber auch nichts überblieben so richtig. Ich war erst skeptisch. Ja. Dann habe ich Händel gelernt, dann haben wir Bass gehabt und dann bist du mit eingestiegen. Jetzt hast du Bassklarinetten auch gelernt. Jetzt haben wir noch mehr einen Bass, dann jetzt haben wir die dabei. Noch mehr einen Bass. Spielst du noch gar nicht so lange? Bassline haben wir vor 1,5 Jahren, nein, jetzt sind bald vor 2 Jahren schon wieder gekauft, also dafür spiele ich Ist eh das noch so ein paar lange schon Mal. wieder? Hast du, Das ist schon Wahnsinn, gell, wie die Zeit vergeht, ja. wie viele Parallelen hast du von der Bassklarinetten? Ja, das ist schon sehr Ist ähnlich? ähnlich, ja, schon. Nur jetzt halt von der Technik her zum Spielen oder auch von. Also Von- vor die von der Griff- also vom vor die Fingersatz Griffweise jetzt ist das ähnlich. Das Einzige ist, das ist ein deutsches Griffsystem, das ist ein Böhm-System. Unterscheidet halt sich schon ein bisschen, aber man kann damit umgehen. Also, das geht schon. Ja, also man muss dazu sagen, der Hartmut hat ja ewig lang Klarinetten gespielt. Und dann haben wir uns gefragt, warum er jetzt nicht endlich mal so eine geschissene. Ja, Na, du hast, Bassklarinetten. du hast mich immer gefragt, weil jetzt ihr ja schon 2 Instrumente spielt oder 3 und dann hast du mich gefragt, jetzt musst du auch noch ein zweites Instrument lernen. Dann habe ich gesagt, ja, mich hat halt so ein Bassklarinetten interessieren, aber ich habe keine Zeit dafür und da spiele ich lieber sicher ein bisschen besser und dann war ja die Frage zum Hartmut, ja, eigentlich kannst das da du ja Ja, kaufen und spielen. genau. Und schon hat er. Dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, also wenn es unbedingt wollt, dann kaufen wir da ein paar Bassklarinetten, genau. Da haben wir gar nicht Ja. so reinrennen müssen. Dann hast du Irgend- gesagt, ah, ich irgendwann habe jetzt so nimmer. eine gekauft. Irgendwann dann nicht mehr, genau. Am Anfang schon noch, das war immer schon ein bisschen Thema. Ist ja wurscht, jetzt spielen wir wieder bei uns, Jetzt oder? spielen wir noch. Ganz schön lang geratscht.
Ja. Einer hat gesagt, ich soll mein Händel auspacken. Dann, Herndl. dann klangt es Ja, mal her. geht das hin? Geht das aus, meinst du? Also da weiß ich jetzt nicht, gell? Also da muss ich schauen, wie ich da reinblas, damit das nicht komplett übersteuert. Ich werde das ein wenig Zwischen Fürs. da so abspielen. Nicht, dass- Willst du ein bisschen zukrutschen, dann mache ich da Nein, noch passt ein schon. bisschen Nein, Platz. passt schon. Da musst aber du Klarinetten spielen, gell? Ja, Und du ziehst und du auch Aber ziehst. was spielen wir? Ja, irgendwann fahren wir jetzt einmal, hä? warum? Oder? Na, ja eben, genau. Das ist ja Ah, spannend. Nein, das ist ja ewig die Diskussion, wenn man mehrere Sachen spielen kann, wer spielt wie was. Wir haben eigentlich tatsächlich kein Stückel so richtig immer gleich, Ja, oder? genau. Ständig haben wir wieder irgendwas Neues angefangen und dann denkt man so, eigentlich kann man bestimmt wieder anders spielen, anders besetzen. Drum sind wir immer so ein bisschen geschlampert beieinander. Aber jetzt irgendwann wird es schon mal werden, hoffentlich. Ja, dann mir wurscht, also Genau. Wursten. Ja. Es ist kein Liederwunsch da. Wir können jetzt schon uns wieder aussuchen. Wir kannten ja den, da spielst du über den Präbichel. Kannst du das so solo oder ist das schon zu lang her? Also, Aber es ist eine Probe, es ist kein Das ist Livestream, es ist eine Probe für uns. Also, genau. dann kann man sich auf Mir was ist wurscht. Ich kann das mal probieren, genau. Spielen wir ist beim es Drehbild. Da machen also wir so generell ein muss ich ja sagen, dass ich ja überhaupt keine Hemmungen mehr habe, irgendwie im Vorspielen und im Feller vorspielen und so weiter. Ich mach das, also mir ist das sowieso wurscht. Also, aber es ist natürlich schon so, ein Blech, uneingespielt, gleich mal dann so eins mit dem Solo. Ich habe es auch nicht mehr im Kopf gerade. Ich muss kurz konzentrieren, dass ich die Da richtigen kannst du Dinge mal in die Noten reinschauen, wenn das was bringt. Nein, Noten brauchen wir nicht. Die brauchen wir. Thank
Genau. Ja, dafür, dass wir es ewig schon immer gemacht haben. Na. Und vor allem, man muss ja sagen, der Günther, der das erste Mal jetzt mitbegleitet. Genau. Aber du kennst halt das Stück aus der Klemm. Die Stücke, ja. Genau. Generell ist, ich finde das schon so, ich weiß nicht, wie lange spielst du Kontrabass? Seit August letzten Jahr. Also wenn ich ziehe, ich weiß nicht, wie ich im Einger mit meiner Frau, die war dabei gesessen, weiß ich nicht, 2000, vor Corona war das, glaube ich, vor Corona. Da war ich drin gesessen mit der GCFB. GCFB spielen wir überhaupt nicht eigentlich. Gut, wie nie. Das ist ja eigentlich bei vielen die erste Stimmung, bei uns ja die allerletzte, die wir gar nicht brauchen. Stimmt. Ja, oder? Das war Ja. aber auch meine erste Stimmung. Ja, ist das. Ich meine, ja. Und dann war ich da drin gesessen mit meiner Landerer, glaube ich. Oder mit der Straße, ich weiß nicht mehr. Und dann hat ich da gesessen und dann ist ein Akkordeonspiel hergekommen. Ja, begleite einfach. Ich spiele alles in C-Dur. Alles in C-Dur. Ja, nur Nachschlag. Ja. Und ich hab, ist 6 Jahre her oder so, nicht länger, 7 Jahre, vielleicht ganz kurz vor Corona oder so. Ich hab nicht einmal das machen können. Also jeder, der sich mit Begleiten hart tut, das nicht hört, ich kann das absolut nachvollziehen, weil es brutal hart ist, finde ich. Und erst, wie es dann losgegangen ist mit Gitarre oder mit Blech, ist dann erst einmal das entstanden, ach so, da Ja. spielt der dann, was tue ich eigentlich der Zirche eigentlich? Weil viele wissen ja gar nicht, ja, ich spiele einen Wechselbass, aber ich drücke den oberen Knopf beim Zirken erst, so ungefähr. So steht es halt in der Griffschrift drin, gell? Ja, und da bist du, also mir ist es so gegangen, dass das erste Mal so, aha, jetzt höre ich das, ach, das ist fünfte, das ist erste, das hat bei mir ein, 2 Jahre gedauert, bis ich das auch ausgehört habe. Also wie ich im August letztes Jahr Kontrabass angefangen habe, also ich habe davor an Luzirch gespielt und ich habe echt am Anfang so oft auf Zirch geschaut, um zu wissen, bin ich jetzt in der ersten Stufe, bin ich in der 5., bin ich in der 4., um heraus, weil wenn ich ein System kenne, dann tue ich mich da leicht, dann kann ich die Stufe mitspringen mit dem Kontrabass. Und das habe ich eigentlich, das ist eigentlich mit am schwierigsten, das so zum Trainieren, dass du die Stufen selber hörst, ohne dass du irgendwo hinschaust. Dann alles das Lied kennst. Ja, ja. Aber es fängt doch, fangen ja viele so an, dass man auf Zirch schaut und Voll. dann Du hast jetzt selber Zirch gespielt. Das ist ja, ist ja und dann legitim. irgendwann kommt der Punkt, Irgendwo schnackelt's. wo man dann hört, oh, da, das Herz jetzt aber schier an, Ja. wenn ich das spiele. Ich schaue dir manchmal auch noch auf Zirch, wenn du sagst, du Ja. spielst jetzt halt an irgendeinen Marsch oder an Deiner oder was auch immer, was der dann 3 Mal hin und her geht und irgendein Moll drin hat, und das höre ich ja jetzt auch nicht so schnell oder kann nicht so schnell reagieren, da schaue ich eher mal auf Zirch und sage, aha, okay, das spielt er da. Mache ich auch, wenn ich mit anderen spiele, die jetzt irgendein Stück mit Moll oder irgendwelche blöden Stufen spielen, dann schaue ich auch, wo geht der jetzt eigentlich hin. Aber da kann man jedem eigentlich die Angst nehmen, aber deswegen Ja. ist das, finde ich, ein Appell dazu. Ich meine, du kannst es ja jetzt halt. Du spielst Schlagzeug Ja, und das, aber ein zweites Instrument ist schon brutal gut. Für ein Also Begleitinstrument. wenn man nur Zirch spielt, oder ein zweites Instrument zum Lernen rein für die Theorie, finde ich, weil du halt dadurch, dass halt diatonisch ist, denkst du halt in diesem Zirchleben, denkst du halt ganz anders, wie wenn du jetzt Gitarre oder ein anderes Instrument spielst. Das stimmt, ja. Das ist halt einfach Ah. komplett was anderes, finde ich. Und da empfehle ich echt, also Blech finde ich brutal schwer. Also brutal schwer, da ist die Lernkurve am Anfang ganz flach, weil du musst ja da so viel arbeiten. Ich finde es jetzt noch brutal schwer, also viel schwerer wie Zirch. Und Gitarre ist aber viel, das, was wir jetzt dann brauchen eigentlich, was ich ja spiele, auf 3 Monate lernt. Also ganz, 4 Monate, ist ja Ja. wurscht was. Aber wenn man dann begleitet, da hört man so viel mit, finde ich. Also das kann ich jedem nur empfehlen, dass er da die Volksmusikgitarre lernt. Das sind 6 Griffe, die man braucht. Und los geht's. Und du bist ja flexibel, also du brauchst eigentlich, wenn du Zirch spielst, dann hast du Stimmungen, aber wenn du halt ein zweites Instrument hast, du kannst halt überall dazu sitzen, weil du kannst halt eigentlich alles begleiten, mit einer Gitarre, mit einem Kontrabass, halt eigentlich so flexibel, dass du sagst, ich sitze bei jeder Gruppe dazu und du ein wenig mit. Ja, ich finde das schon gut. Das, das war der Hauptgrund, warum ich eigentlich Begleitinstrument wollte. Als zweites. Tun wir noch einen. Und zum Chef, Proben, da ist oder? doch irgendwas Action. Warte mal. Könnt ihr auch die Festwiese-Polka? Ui. Das wäre cool. Oh je. Also ich nicht, Na, kennen wir die. da habe ich jetzt keine Da habe ich nicht einmal. Melodie. Eine salzige Polka? Bei die kennen wir. Kannst du wenden, oder? Oder wer Ja, kann ja. die?
Spiel's auch, ja. Spielst du? Ja, dann spielst und irgendwas fällt und schon da kannst du ein. Das ist eine schöne. Das ist erste, vierte, erste, fünfte. Das nur für den Anfang. Der Rest ist normal, glaube ich. Da fängt der zweite Grad an und der dritte Grad an. Also wer das auch nicht weiß, Grad heißt halt erste Stufe, verkehrt heißt fünfte Stufe. Okay. Ja. Aber das geht halt erste, vierte, erste, fünfte. Das ist ein bisschen, kann man schreiben. Aber so ja, okay. genau, das Spiel. Jetzt doch, oder? Ja, genau. Das ist für dich schon hab ich schon mal sehr gehört, bekannt. Was ist denn die Festwiesen-Polka? Hast du nicht so eine reingeschrieben? Also der Nico, der kann da reinschreiben, wer das spielt, kenne ich gar nicht. Kennt ihr nicht. Ja, gehört habe ich sicher. Gelesen habe ich schon mal als Titel, aber ich habe jetzt halt keine Melodie im Kopf. Ach, ich glaube, dann spiel ich lieber mit der Basskleine, nicht mit, wenn du mit der Gitarre wieder mitspielst. Ja. F. Schauen wir mal, ob die hier hat. Der habe jetzt so lange. Okay, Du, oder? Wann kommt die vierte gleich am Anfang irgendwo, oder was? Genau, also das ist bitte sowieso immer auch für so Proben oder wenn man sich was ausmacht. Also ganz Im normal. zweiten Tag kommt Ah die ja, vierte. okay, alles klar. Weil das hören meist die Gäste nicht oder das Publikum gar nicht. Wenn wir dann anfangen, wir sprechen uns natürlich auch ab, wenn jetzt, du kennst das schon, oder? Was? Herzige Polka? Ja, vom Hirn. Ja. Aber manchmal weiß man, also mir geht es oft so, ich spiele selber Stückel und kann dir nicht sagen, geht der zweite Teil verkehrt oder gerade an. Das ist, ja. Aber am Anfang kriegen wir zumindest hin. Und dann halt, dass wir hinkriegen. Zweite Teil wird interessant. Zweite Teil wird ja, Aber der fängt normal. Ja, erste Takt ist das erste, dann der zweite ist schon die vierte. Und dann Die geht's vierte? wieder. Ja. Okay. So ist, wir proben mal, ja. Ja, das Die fix? Wie geht denn noch? da. Ja, warte. Ja. So habe ich einen Das ist jetzt Aussetzer. der Vorführeffekt. Das ist Ja, echt genau. selten, dass dir das passiert. So war er. Ah, haben wir schon. Genau.
Das freut mich jetzt tatsächlich. Probe, genau. Nicht, Echt, dass wir nur proben. echte Probe, genau. Wir haben Gott sei Dank andere Mikros drin. Hat man nichts gehört. Das freut mich jetzt tatsächlich, weil Stefan, ich glaube, wir haben noch nie Stefan so Stickel so schlecht spielen hören. Ja, das stimmt. Also, aber ich habe es eigentlich auch das Stückel noch nie vorher gehört. Also das hat er irgendwie, glaube ich, ganz so hinten irgendwo rausgezogen aus Ja, der das habe ich jetzt wirklich hinten rausgeholt. Ja, ist bewundernswert. Ich weiß nicht, Ja. wie viele Stückel spielst Ja, du? ziemlich 200. Nein. Nicht ganz, aber fast. Aber ganz ehrlich, da hast du Stickel ja nicht schön, weil wir haben ja die Stickellisten und drin. Da haben wir gedacht, was ist denn das? Das habe ich noch nie gehört. Was denn? Vom Stefan. Stefan, jetzt pass mal auf. Pass mal auf, was der Stefan reingeschrieben hat. Was ist denn bitte Scharitzkel? Scharitzkel. Oder Scharitzkel, ja. Das Bin ich auch nicht. Was von ist das? Machedoni. Der hast du noch nie gespielt? Sollen wir das einmal spielen oder was? Oder Sollen wir das mal probieren? Ja, oder drei die aussehen. Kreol. Da, die Aussehen, das ist ja so ein Ball, oder? Bei der Wiesn. Das ist schön, ja. Das ist bei der Wiesn. Bei der Wiesn ist vor der Schladdelmusik. Hat er noch nie gespielt? Ja, irgendwie kommt mir das auch als unbekannt Gut, vor, aber das ist auch schön. Jetzt hat mir es, glaube ich, auch gar nicht so einfallen. Okay. Aber können wir gerne mal, oder einen Lucky-Borischen? Kenn ich auch nicht. Der ist ganz cool, weil da im ersten Teil auch Takt Moll mit dabei ist. Dann sagst du uns aber bitte vorher, welches Moll. Okay, dann probieren wir den. Probieren wir mal den Lucky-Borischen, oder? Kennst du den? Nein. Ja, ich auch nicht. Also den kennen wir alle nicht. Was ist da für ein Moll drin? C-Moll. Ein C-Moll, okay. Okay. Okay, Ich also also, oder probierst du das auch? spielen wir nochmal ohne, dass du noch anspielst. Oder? Und Den spielen hören wir jetzt jetzt mal aus. Den spielen wir jetzt einfach. Und dann, aus, so, und dann hat, genau, also das ist jetzt mal so ein bisschen die Probe-Exempel. Ich mache mal die Kamera 2, jetzt haben wir die richtigen Dinger drin. Hast du wirklich falsch Mikro gehabt? Vorher habe ich falsch noch gehabt. Aber ich glaube, das war so schlecht gespielt, glaube ich. Die Mikros ist Ja, wenn ist ja Materialschwäche gewesen. Okay, gut. Also, ist jetzt nur die Frage wieder mit dem zweiten Teil. Aber den, der spielst, dann fangst du an. Ach so, oder? Ja. also er geht, das können wir absprechen. Ass, Und dann ziehen wir. S, Ass, das. Was? Ass, S, Das. Dritte, zweite, vierte und Seite. dann S. Ja, Übliche halt. probieren wir nochmal, habe ich noch nie gehört. Stark! Du kannst jetzt spielen, was er will. Das ist jetzt Premiere, gell? Das ist Premiere. Sind alle Lucky-Borischen von wem? Ich weiß jetzt nicht, wer den geschrieben hat. Lucky oder Lucky? Lucky. Lucky. Wir kennen ihn als Lucky. Lucky Borsch. schon. Lucky mit Y hat das geschrieben. Ja, wurscht.
Okay. Ja, den habe ich jetzt einmal abgestaubt wieder. Das macht der ist schon schön. Aber jetzt Ja, da ist mir in dem ersten Teil mit diesem, ich bin mir zwar immer noch nicht sicher, ob wir alle Töne richtig gespielt haben, aber jetzt können wir zum noch Schluss ist mal, dann immer irgendwie gut. jetzt können wir noch mal aufgehen, aufdröseln. Also da fangen wir an in der ersten. Dann geht er gleich in die vierte. Ja. Erste. Vierte. Fünfte. Erste, und dann Vierte. vierte, Fünfte. In der Wiederholung dann fünfte, vierte. Also von der vierten. Und dann wieder in die erste. Vierte. Fünfte. Erste. Erste. Moll. Vierte. Erste. Genau. Ah, ja. Was für dich? Nein. Ja, mit irgendwas gut, das ist nicht ganz so unangenehm aufgefallen, aber. Ja, aber der, Ja, ganz leise gespielt. zweiter und dritter Teil sind fürs Begleiten. Ja, da ist nichts dabei. Wenn es dann noch richtig gespielt hat, dann Ja. hat man es eigentlich. Ui, aber war noch nicht. Sollen wir gleich mal den nächsten Mal, den was haben wir noch gehabt? Scharitzkill. Ja. Meinst Was ist das, ein Walzer? Oder? Was ist Ist der auch so das gehört, ist auch oder? so bayerisch-schottisch. Schau schon jetzt Chat rein, ob das neue Sie hat. Das ist eine Fingerübung. Experimente dabei. Experimente. So, da. Na, da ist. Dann schauen wir. Gehen wir nochmal. Ich will wieder umschalten auf Stickcam. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Nochmal. S-Tour, ganz normal. 2/4 Takt. Ja. Probieren wir. Schauen wir mal, der muss auch wieder ausgestattet werden. Ja, wir haben ja da, um zu proben und einmal, das sind jetzt wirklich Stücke, die spielen wir nie. Ich habe noch nie gehört. Du hast den Anfang schon mal gehört. Ihr fordert es mich halt. Ihr Ja. macht es mir halt kaputt. Ich muss halt frühzeitig aufhören. Jetzt darfst du nochmal.
Der ist super. Ja? Ja, doch. Den habe ich schon mal gehört. Echt schon, gell? Aber von wem? Vielleicht wisst ihr das. Naja, auf Wer der den spielt? Altmüllantler-CD ist der immer drum. Und Machedoni noch. Ja, den hat schon einer von die Palmoser Hecki Trio, glaube ich, irgendwo Und schon in dem Bereich, glaube ich, haben die gespielt. Hast du umgeschalten? Ich habe umgeschaut, ja. So. Und was macht man noch? Ah ja, ich habe noch was vorbereitet, was Kleines. Das habe ich vorher schon gesagt. Jetzt schaue ich schnell wieder drin, ob ich da drin bin. Genau. Ich habe nämlich noch was vergessen. Ich habe, bevor dass ich meine. Warten wir schon, bis der Günther fertig ist, weil sonst hört man die ganze Zeit sein Mikros Wasser. Der ist gerade am Klo, der Günther. So! Nein. Ich habe nämlich eine Zusendung gekriegt und zwar vom Brunner Josef aus Graz schon vor einem Jahr und das tut mir fast leid, da muss ich mich fast entschuldigen, weil er hat mir diesen quetschenden Zirkel da zukommen lassen. Das schalte jetzt mal schnell auf mein Handy um, dass man das besser sieht. Dürfte nämlich so gut sehen sein. Ja. Und zwar der Quetschenzirkel. Das ist quetschenzirkel.at. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Das ist so eine Wählscheibe, wo die ganzen Tonarten, je nachdem, was man für eine braucht, abgebildet sind. Und wie man es mit der Griffschrift dann letztendlich auf der Zirch umsetzt. Hinten ist eine kleine Anleitung dabei, wie das Ganze funktioniert. Wir haben uns jetzt ein bisschen angeschaut. War nicht Ich schlecht. habe jetzt mal kurz drauf geschaut, aber ich müsste mich noch ein bisschen mehr neu arbeiten. Genau, Ja. es ist ein bisschen am Anfang ein bisschen unübersichtlich, gebe ich zu, aber der Josef hat auf quetschenzirkel.at YouTube-Videos drin zum Erklären. Das Ganze gibt es als App auch und man kann, glaube ich, bei ihm sogar einzelne Stunden buchen, um sich das erklären zu lassen. Am besten einmal vorbeischauen, wer quasi mit der Griffschrift zusammen gewisse Dinge. Melodien oder Harmonien Harmonien braucht, ja, oder irgendwie braucht zum und den nicht Begleiten findet, wahrscheinlich, der oder? konnte es Ja. super gut da irgendwie erstellen. Also das unbedingt einmal anschauen. Gibt es ja online, muss man nicht so als Papierform nehmen, aber das wird jetzt unbedingt einmal anbringen, weil das einfach irgendwie, ich habe mich da nicht mehr gemeldet, muss ich sagen. Ich habe es auch vergessen. Aber jetzt ist mir wieder gekommen und unbedingt. Ich habe es auch unten verlinkt schon. Ihr seht es unten im Text drinnen, da könnt ihr draufschauen und könnt euch das absteigen, wenn euch das schon immer interessiert. Da gibt es ja manche, die mehr alles Mögliche irgendwie finden und spielen und so und wie kriege ich das hin und da ist halt das so. Da haben wir noch einen. Ich habe jetzt gerade gelesen, die Festwiesbrücker, jetzt weiß ich auch, woher ich den Namen kenne, hat der Nico geschrieben als Kudunska. Das ist ja bei uns in Deutschland ist das Ich und der Mond. Ach so. Ja, Ja. das kriegen wir wieder hier, oder? Hast du jetzt eine Kriegen halbe wir Stunde hier. die Noten gelesen von dir? Ja, da Du hast es doch irgendwo stehen. da war was, gell? Da, gell? Ja, Da hab's genau. doch. Du hast noch gelesen, wer mich unter den Mond. Den kann man vielleicht hinbringen, Aber den du haben hast wir. einen B, oder in S? Nein, ich habe einen S. In S? Gegangen das, oder? Dann hoffe ich, begleitet Also- halt dann wieder irgendwie, aber schauen wir mal. Ich meine, Das die ist ein Leute, Stückel, wo ich schon lange nicht mehr gespielt die habe. Ja. Leute, ja, ich will gerade sagen, die Leute fragen sich eh schon, was haben wir eigentlich dafür? Was wir überhaupt spielen. Gehen wir da live und spielen wir nur Stücke, Kann die wir man noch mal nicht ein spielen. Stückel spielen, wo man vielleicht kennen? Ja, ich Aber weiß du, nicht, das haben ist- wir überhaupt Hauptschickel, die wir Ich mag jetzt kennen? einmal da dein Klarinetten-Solo her. Ja, schauen wir mal. Ach genau.
Natürlich haben wir auch davor noch. das Oberkörperfrei. kennen wir auch. Naja, sonst noch was. Ihr Rockstar. Nein, weiß nicht, Ja, den, noch aber den, mit- den mit Klarinettenmuckel kennt eigentlich jeder, ja, genau. Aber den können wir vielleicht auch nochmal zwischendrin mal, genau. Vielleicht. Den machen wir. Den machen wir jetzt Schauen wir gleich. Okay. Okay, das kriegen wir hier, oder? Und danach Ah, machen wir dann. Wo spielst du denn? Ja, wieder in B, also erster Teil B, zweiter Teil in F, dritter Teil in S. Genau, wir haben ja nämlich, genau, kurz zu unseren Auftritte. Wie oft spielen wir? Wir spielen ja relativ selten eigentlich, aber tatsächlich haben wir jetzt letztes Mal im Biergarten gewesen und haben wir gespielt. Zweimal schon im Biergarten. Mit einer Ansetzung. Ja. Und da hat Hartmut dann gesagt, er möchte einen Klarinettenmuckel spielen. Ja, genau. Ich wollte einfach einmal so richtig im Mittelpunkt stehen. Und dann hat sie das gar nicht schlecht angehört. Ja, gell? dann Hat sich richtig schlecht gehört. haben sie gesagt, okay, das können wir jetzt vielleicht öfters mal machen. Genau. Dann haben wir einen dabei gehabt, also Dann nicht machen den Stefan, dann machen wir sondern halt nochmal. dein Spezi, der Max, der schaut ja vielleicht auch zu. Der schaut so, ja. Und der hat ja gesagt, er hasst Klarinetten, aber er hat gesagt, Echt? durch die hat es ihm wieder gefallen. Echt? Na, dann. Wegen dir lernt er jetzt auch Klarinette. Ja. Was, er hasst Klarinetten, Ja. aber lernt Und jetzt drückt beim Klarinetten. Er liebt Eine jetzt. wahre Hassliebe, okay, Ja. da bin ich Und gespannt. tritt man immer rum in 2 Jahren mit Klarinetten. Ja, dann machen wir Klarinettenmusik gern. Was B hast du gesagt, gell? Ja, geht in B los, ja, genau. Ja, du, wenn der Max Klarinetten Ja. kann, dann ist er bei der Ja. Kini-Musik dabei. Machen Ja. wir Klarinettenmusik. Genau. Also Max, wenn du das hörst, du weißt, was du zu tun hast. Der hat nur so viele Klarinetten haben, der gibt ja schon eine ab. Der leitet Ja. einen, So ja. schwer kann es jetzt auch, oder? Ja, am Anfang muss man schon ein bisschen üben, aber irgendwann geht's ja schon. Achso, warte, wir haben in der B-Dur. Genau, im B da. Okay, Da kriege ich noch mehr damit wie du. genau. Also ich fange einfach an Ja. und Normal zählt man ja ein, bei der Genau. Kini-Musik wird nie Genau. eingezählt, da sagt man auf die Gott, der Plätze, Hartmut, der schrickst richtig, wenn ich Genau. auf die Plätze, Das sind fertig, Zeit- los! Okay, und
Aber den hätte er sowieso schneller gemacht. Abzwingen, der Team zum Schluss, aber ich bin ja immer derjenige, der treibt. Ja. Deswegen passt das schon. Ihr währenddessen. Du das schon. Ich habe leider am Anfang auch schon wieder das Mikrofon vergessen umzustellen, aber dann habe ich es da wieder eingestellt. Vielleicht hat man den Unterschied kennt. Kannst du mal reinschreiben, ob man das jetzt wirklich kennt? Ob sie wirklich. Der Quietscher im ersten Teil, der ist obligatorisch. Der kehrt dazu. dazu. Genau, den spiele ich jetzt mal. Spür mal ich unter den Mond. Ja. Aber in welche Tontonart spielst du denn normalerweise? Ein S, ja, dann passt es. Bist du Klarinetten? Dann spiele ich mit der Klarinetten irgendwas mit, genau, Ja. irgendwas, was da gerade daher Bist du Gitarre? Ah, nein, später. Du hast den zweiten Teil für ein Solo-Geld drin, haben wir irgendwann mal gehabt, aber ob wir das mal spielen, weiß ich nicht. Das ist dieses Moll, so, genau. oder? Ja, ich muss immer aufschauen für dich. Wo ist denn das da? Das war das das ist aber in der Oktave der Kunst. Das ist zweimal das gleiche. Ich spiele so. C und G. Das macht der Stefan. Machen wir noch mal durch, oder? Bitte? Machen wir durch. Dritter Ja. Teil in Ich schaue gerne nochmal, ob das alles wieder auf die richtige Linie ist. Ja, passt. Est, oder? die. Ja. Und. Haben wir auch sogar den nie gespielt bislang. Ja. Aber ist schwer. Da gibt es eigentlich einen vierten Teil noch. Und dann
Dann nochmal die. Steht bei mir in dritten Klammern und drin, dann 4. vorbei. Teil Stefan Solo, aber den haben wir dann wieder eingeklammert und dann irgendwann wieder weggelassen, genau. Ich mag du gehst dann wieder in den ersten Teil zurück und dann wieder in den dritten. Ja. Ich habe noch mal einen Spielen, Stefan, den du geschrieben hast. Den haben sie doch am Anfang schon gehört. Aber nicht so schön. Dann haben wir nämlich wir haben ja 2 Stücke, die der Stefan selber geschrieben hat. Da kann man mal eins davon spielen. Haben wir gedacht. Können wir es nicht spielen? Und wie dann heißt wird die? es halt In der in der Musikstunde Musikstunde und die Kinipolka. Kinipolka, genau. Das, In der Musikstunde, ha? genau, jetzt haben wir gerade Polka gehabt. Wenn der und gehen wir Zusage dann ist drin. vom Chat die werden überstimmt für uns. in der Musikstunde. Holzer. Da sagen kriegen wir hier, oder? Ja, bis auf ein paar kleine Ausrutscher im Trio, die unweigerlich passieren werden, machen wir es halt. Im Trio gibt es ein paar Stellen, die sind nicht so ganz trivial, aber da prügeln wir ein bisschen drüber. Nein, das ist einmal ja. Genau. Das ist einmal eine kurze Kette, einmal Ja, eine genau. lange Kette. Also, genau. Ja. Also in der Musikstunde von Stefan Hüttner. Copyright, jetzt haben wir sie mir endlich mal festgehalten. Das war bislang immer nirgends drauf. Doch bei der Waldmusik. Bei der Waldmusik haben wir das Haben gesprochen. wir das gemacht, Schöne genau. Grüße an Alex. Werbung. Waldmusik. Ja. Servus Waldmusik-Fans. Heute haben wir wieder Kini-Musik. Ja? Ist ein schöner, langsamer Walzer, oder? Ist der langsam? Also ein schöner Landler halt, ja. Es ist ein Walzer.
Ist ja damals schön, wenn er für die jetzt, wenn er im ersten Teil mal aufhört. Für die jetzt auch überraschend gehabt, oder? Man hat es gemerkt. ja, Ich hab's dann. angekündigt. Du hast es angekündigt, ja. Das war so unvermittelt, genau. Ihr habt es einmal gesehen, der Stefan hat einmal so ausgehaut. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Hast du das gemerkt? Ja, doch schon, ich schon. Aber, Wie ausgehalten? ja, also, wo er halt dann Fuß kommen hat, dass man weiß, wo die 4. Stufe kommt. Ach so, nein, ich habe mich angeschaut. Da habe ich es gemerkt. Beides. Aber ich hätte es gehört gehabt. Ja, genau, ich hab's auch gehört, aber gescheiter ist Also, der das doppelt halt fest. Normalerweise ist es so, wenn wir halt ein Stück spulen und wir kennen es nicht, dann haut er mit dem Fuß aus, das heißt die 4. und dann halt Genau. danach geht er halt dann halt so in die 5. Und das hört sich dann. Ja, so ist 5. Stufe, 1. Stufe und die 4. Stufe. Warte. Ich habe mal gehabt, du hast einen Rausch oder so. Ein Spezi-Rausch, genau. Aber das sind also ungeschriebene Zeichen. Das wissen wir, wir sind. Weiß ich nicht, ob wir das. Wir wissen. Ja, das sieht man gar nicht. Nein, das sieht man nicht so. Nein, das macht nichts. Der ganze Depper. Also, ich spiele ja Riech. Du, dein Papa hat jetzt auch einen Riech gekauft, gell? Ja. Hat er das schon? Nein. Noch nicht. Er ist keine Wunden. Warum? Warte schon so Weil lange. ungeduldiges. Warte. Ist, Ja. er hat schon Verzug? Nein, Nicht. ich glaube Oktober. Ah, das wird schön. Was AP ist das? Oh Gott. Ja. Ja, bei uns ist das eigentlich eher so ein Altherren-Wirtshaus, GCFB. Ja, aber sein Vater kommt aus Strauing, oder? Aus Rohr. Rein. Naja, er ist mit der Faser. Mit der Faser. Assmann. Ja, weißt du mir Vornamen? Ah, Günther, ja. Er hat mich angerufen. Der Günther hat mich angerufen damals, weil er was wissen wollte über den Riech und ob sich das wirklich so rentiert, dass man die großen Stimmen einbaut, also die er selber schleift oder nicht und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, mal jetzt selber ein bisschen entscheiden, ob ihm das wert ist oder nicht. Und dann glaube ich, war ich am Tag später beim Riech unten und dann habe ich gesagt, ja, gestern hat mich einer angerufen und so weiter. Ja, der hat schon angerufen, hat schon die großen bestellt, hat er gesagt. Aber ich hab's nicht ganz erklären können. Er schaut ja auch zu. Ja. Verzeih mir mal, was mit deiner war, was du jetzt geholt hast. Ich hab's ihm nicht ganz überbringen können, was da. Mit meiner ADGC? Ja, genau, was da gefällt hat. Also, das, was du dahinter sitzt, das ist einmal ADGC. Ja. Ich habe davor eine andere ADGC gehabt. Also beim Riech ist es so, ich mache immer gerne wieder Werbung für den Riech, weil ich habe mir ADGC bestellt und nach Falotti gestimmt. Kennst du das? Falotti war nicht angesprochen direkt. Diese auf der Diskantseite, die haben ja alle nicht normal nicht gerade gestimmt, diese ganzen Terzen, sondern die haben in sich irgendwie nach so einem Stimmsystem eingestimmt. Aber Falotti heißt, die haben alle gerade gestimmt. Und dadurch kommt halt dieses ADGC-Brummen raus, das man so gespürt bei der, vor allem mit dem tiefen D-Bass drin. Und das hat bei mir irgendwie, haben sie gemacht gehabt. Dann habe ich es halt mal gespielt, 2-3 Monate. Ich weiß nicht, war halt ein Missverständnis. Und dann bin ich runtergefahren und dann habe ich gesagt, ich möchte das umgestimmt haben, ist ja beim Riech kein Problem. Dann hat er es mal umgestimmt, dann war aber die dahinter gestanden, also das ist jetzt der andere, aber selber Inhalt sozusagen, aber der hat jetzt so gespielt, wie er es haben wollte. Dann habe ich gesagt, du, dann halt nicht lange umeinander, tauscht man es halt einfach. Gib mir die mit, gib dir die andere. Ja, ja gut, dann machen wir es halt so. Es ist derselbe Motor drin sozusagen. Und dann habe ich aber gesagt, ja, ich möchte aber noch ein anderes Basssystem eingebaut haben. Weil das Basssystem baut, ja, hat er gesagt, passt, hol es nächste Woche ab. Dann habe ich es abgeholt, hat es passt. Habe jetzt halt einmal 4 Wochen lang nicht mehr so oft gespielt und habe es jetzt einmal gespielt eine Zeit lang. Dann haben wir gedacht, das gibt es ja gar nicht. Die BSS Test, die hat dieselbe Qualität wie die untere, aber ich habe gesagt, die BSS Test, die ist ja Welten, die ist ja die beste Zirch auf dem Planeten und die kommt ja nicht mehr ansatzweise hin. Ah, du hast eine Stummmusik Zirch und ja, bring's vorbei, hat er gesagt. Ist ja wurscht, bring's vorbei. Richt mal, macht mal es. Dann hat er mich 3 Tage später angerufen oder eine Sprachnachricht geschickt, alles. Und hat gesagt, du, wie hast du die spielen können? Da war ja kein Stimmstock angeschraubt drinnen, die Spannschrauben waren nicht drin und so weiter. Die war ja unspielbar, die war ja hin. Warum hast du die ganzen Schrauben außer da?
Ich habe die abgeholt und habe es da hingestellt, habe es 4-mal gespielt und habe nicht einmal, vielleicht habe ich es verdeckt einmal, aber da, weil ich geschaut habe, was da hieß. Aber ich schraube kein Zirch auf. Also ich bin einer, ich habe zwei linke Hände und dann nur Daumen drauf, ich kann das nicht richten oder nicht, keine Ahnung. Dann hat er reingeschaut, also irgendwie auf irgendeine Art und Weise haben da die Stimmstecker, er hat gesagt, ihm kann sowas nicht passieren, weil durch gewisse Abläufe muss das angeschraubt werden oder so. Wir wissen es bis heute nicht. Aber jetzt habe ich gesagt, jetzt ist der Zirch. Die geht brutal gut. Ist eine ADGC. Stehe ich mir in einem extra Video vor. Ist noch in der Mache. Aber jetzt weiß der Günther auch, dass. Jetzt weiß er auch, was genau war. Genau. Und Also noch jetzt ein paar weiß er, was er andere- zu prüfen hat, wenn er seine holt. Jetzt weiß ich genau. Das passt Das, nicht, nein, glaub nein, ich, schöner normalerweise Gruß an Florian und an alles vom Risch unten. Da ist Genau, immer- wir sind alle mit uns in Zürich zufrieden, die wir bei einer gehabt haben. Also ich habe mir kein Risch, aber so eine kleine Dreireihe mal umstimmen lassen. Die war vorher ein Schmarrn halt und die hat es mit so hergekriegt, dass die wirklich auch geht, wird Sound. Auch nach war Lotti gestimmt irgendwie, das klingt ein bisschen feiner, nur ein bisschen nicht so ganz. Das ist nicht temperiert gestimmt, also nicht da, das wie nach Bach oder so, sondern das sind irgendwie, weil ja doch jede einzelne Tonart für sie, glaube ich, dann irgendwie die Terzen oder manchmal die Intervalle ja nicht immer gleich. Das beim Temperiert, das klingt langweilig und Lotti ist dem schon wieder ein bisschen mehr angeglichen, dass jede Tonart nur so eigene Intervalle drin hat, aber auch nicht so ganz. Das ist so eine Zwischenstufe, habe ich da so verstanden. Ja, also Weiß Stimmen ich ist nicht eine genau, wie das Kunst. ist, aber Zirchstimmen er ist hat eine das Kunst. wirklich super gemacht. Also der bringt Sachen zustande, die andere Kirchbauer nicht zusammenbringen. Also Ja. das muss man schon wirklich sagen. Ja, das stimmt. Also, Ähm, ich glaube aber mittlerweile der hat sich das rumgesprochen, dass der Risch so gut stimmt. Und, ja, und jetzt das, hat er so viel Stress. ja, der hat es tatsächlich auch gesagt, es Ja. kämen gewisse Marken, die nenne ich jetzt nicht, weil er keine schlecht machen möchte, aber die kämen runter zu erben, die hat er gestimmt und dann geht es raus und dann sagen sie alle, ja, die Zirch von dem und dem geht brutal gut, das hört er halt und dann sagt er, ja, habe ich gestimmt. Und das hat er gesagt, hat er keine Lust mehr, weil er baut eine brutale Zirken und wenn er andere dann macht für kleines Geld und so, das, ja, ich verstehe es schon. Ja. Und jetzt haben sie ausgebucht. Dein Ja. Vater hat, wie lange? Ein Jahr hat er warten müssen, oder? Bin mir nicht genau. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Ausreißer gemacht. 95. Werbung haben wir jetzt auch gehabt. Naja, Ich mach wir gern wir sind Werbung ja für ständig den am Ratschen. Also, Kriegt zwar das- ich mache das gerne geht schnell, Werbung, weil ich es halt gut finde. Möchtest du Ja, Werbung? Mauer von Kaiser. Ja, deine sind halt jetzt. Mei, Die Zirchen, aber die sprechen ja für sich. Also mein Herz so wie es klingen. Also das Ich bin ist zufrieden. auf jeden Fall in Ordnung. Ja. Spätzle von mir da, wenn ich sage, die gebe ich her, die CFBS, die darf er mal mit Kusshand nehmen. Ja. Das hat er schon des Öfteren gesagt, der hat er schon ein paar Mal ausgeliehen gehabt für ein Seminar. Und da sagt er, das ist sein Lieblingszirch da, die geht so gut. Und Ja. Ja, der hat auch neu, der Kaiser, Ja. die Palmarium oder so, die habe ich auch noch nicht gespielt. Kann ich jetzt auch nichts dazu sagen. Es rüstet jeder auf, ich weiß nicht, ob ihr zum Brumberger gesehen habt, Video auf YouTube. Mit den Register. ja. Genau. Der hat er quasi hinter der Diskantseiten Okay. Knöpfe eingebaut, 3 Stück, glaube ich. Mhm. 3, oder? Ja, Einkörig, zweikörig, dreikörig. Der Spätzle hat es Das ist ja natürlich nicht schlecht, ja. in Regen ausprobiert. Das Ja, hat schon was, ja. Hat schon was. Aber für, 15.000. ja, Dass das halt auch bin spielen nicht so können. ganz gegangen, ja. Das ist halt dann für nicht unbedingt für die Volksmusik, das ist halt dann schon so andere Klangarten. Kann man sich mal anschauen. Rumberger YouTube eingeben, ich glaube, der Servio Johannes, der spielt das ein. Der spielt halt lauter französische und was weiß ich was, Ja. dann hört sich das schon gut an. Das ist halt nicht was für alle. Das Nein. ist für welche, die Zirch schon richtig gut kennen und gewisse andere Tonmuster oder Tonfacetten, Spielen wir noch eins. Ja. Musikfacetten. Jetzt Günther spielen muss wollen. dann spielen. Stimmt. Tja, Ja, ich habe Solo-Klarinette gespielt oder du spielst der Spielst halt Kontrabass-Solo. Installer. Ähm. Die haut schon hin. nein, ich glaube auch, dass sowas, du bist da jetzt auch, du spielst ja normal die Dinger locker runter, aber das ist natürlich eine andere Situation, oder? Schon ein bisschen.
Bisschen, ja, aber ich mache mir da jetzt keinen Kopf. Ja, aber es ist halt eine Trainingsgeschichte, finde ich. Ja. Wenn man sowas macht, danach geht alles viel einfacher. Wenn du nach 6 Wochen das erste Mal öffentlich auf einem Festival gespielt hast, 2, 3 Stückel, dann ist das nochmal was anderes. Ich habe nach 6 Wochen Spielen habe ich bei uns beim Feuerwehrfest in Unterbrunn schon mal einen Auftritt gehabt. Da habe ich mit der Blaskapelle noch gespielt, Schlagzeuger, und dann habe ich die auch dabei gehabt und habe mich auch mal hingeguckt und habe dann gespielt, meine 2, 3 Stückel. Da war es dann wirklich so. Ja. Das kennen ja alle. Also Ja. der Großteil, der zuschaut, der jetzt kein Profi ist oder so, Ja. der kennt das, wenn da geht einfach die Leistung um 50% runter. Oder um noch mehr. Da geht er. Da bist du, wie wenn du noch nie gespielt hast. Gerade beim allerersten Mal. Sag mal da. Magst Ja, Oder? ich bin da schmerzbefreit. Ja, gut, dann gib es da. Also, jetzt kommt dann die nächste Zirchmarke ins Spiel, oder? Stimmt. Für mich ist es jetzt Bilder Nix oder, mehr oder, aussehen. oder Ich hab das was doch schon hast du ein jetzt paar dabei? Na, stimmt, hast du die. Nein? Du musst das weg da, oder? So ja, ein Dings. du hast ja schon mal. Die ist halt ein Hagel. bisschen hackelig, gell? Hagelmo, gell? Hagelmo Die hagelt ein hast bisschen. dabei. Na, Hagelmo, muss ich sagen, Hagelmo ist auch gut. dann halt die meisten irgendwie über die Optik definieren, weil es Mhm. jetzt so besonders ist, aber also mir gefällt die brutal gut, die Hagelmo, Mhm. optisch. Ja, sie ist, Also ja, nicht nur deine, sondern alle. sie ist ja einer alten Kirchmarken nachempfunden. So, was Von jetzt? meinem zweiten Lehrer, wo er herkommt, da hat irgendwie in der Nachbarortschaft hat der solche gebaut, und die hat er dann irgendwann aufgehört, und der Hackelmo hat halt dann diese Bauart wieder nachempfunden. Also Macht mir gefällt es das halt optisch weiter. super gut. Ja, Weil es halt ja, einfach was es- Besonderes Es, sind. es ist was Danke, ja. anderes, ja. Das ist ein BSS, gell? Genau, wir spielen es wieder im BSS das, wer daheim Mitbegleiten will. mitbegleiten will. Ja, Falle, sehr wurscht. Das ist ein Genau. Lügen, ja. Wo spielen wir? Spielen wir. Mit Nachelschuhe oder was? Ja, woher weißt du das? Ja, weil wir schon so lange zusammenspielen, dass ich weiß, was du spielst. Warum weiß ich dann nicht, was du so spielst? Ha? Warum weiß ich dann nicht, was du so spielst? Der spielt Upa. Mit Nachelschuhe von der Rotofen, muss ich.
hätte ja auf Ding umschalten können, auf Musik. Selbst wieder das. Du müsst mir erinnern, Das musst automatisieren. Dass er das gleich kennt. Da brauchst du eine KI, die Da erkennt. Da brauche ich einen grünen und einen roten Knopf. Und ihr müsst Oder auch sowas, kennen, genau. grün ist Sprechen, rot ist Mit Musik. dem Fuß musst du umschalten können. Ja, da spielen wir jetzt gleich noch einen und dann da umschalten. Aber es schreibt da keiner im Chat, dass es, oder man hört es vielleicht auch ganz gut, weiß ich jetzt gar nicht. Bitte noch das Osternestal. Aber das muss dann der Stefan spielen. Ja. Oder? Kannst du? Nein. Ich möchte jetzt nichts, hab nur das in der Liste nicht gelesen bei dir. Jetzt Musik. Was nehmen wir an? Was für ein? Was ist der? Ja. Leitenbründel. Wie? Ein Leitenbründel. Bahn, oder? Bahn, ja. B-A-N. Bahnleitenbründel, oder? Ja, sehr gut. Aber irgendwie ist noch nicht aufgepasst. Dann hört man es wieder. Ja, jetzt haben wir schon eine Dreiviertelstunde auf dem Zeiger. Dann haben wir gedacht, wir kommen da durch, gell? Mit etwa 2 Stunden machen, also bis um 10 Uhr macht man noch, für jeden, der noch überlegt, wie lange er noch zuschaut. Viertelstunden, oder? Was, Osternestel, gut. Osternestel wird man Sollte noch. man Das machen. machen wir auf jeden Fall noch. Eine Kini-Polka, oder? Das werden wir noch machen. Sonst haben wir eh schon bald durch, genau. Ich möchte noch einen Aufruf machen, Clarence, und zwar für mein Kini-Musi-Seminar. Es war ja, du warst dabei und du warst dabei. Im Seehof war ja dieses Jahr im Februar das erste Kini-Musi-Seminar. Und das zweite folgt, und zwar im November, 20. bis 22. November in Niederbayern im Hotel Sixt. Referenten sind die Schalmoser Burm, die kennt es wahrscheinlich eh. Wird auch ein kleines Seminar werden, weil von den 5 Schalmoser Burm sind zwar alle 5 da, aber nur 4 übernehmen tatsächlich Schüler. Der Vinzenz, der spielt ja kein Zirch, den haben wir ein bisschen rausgenommen. Der ist ein sehr guter Fotograf und Videograf
und wird als freier Referent da sein. Das heißt, der wird jeden, der da dabei ist, beim Üben untertags unterstützen, Fragen beantworten und so weiter und so fort. Wird Fotos machen, schöne Erinnerungen machen, ein schönes Video machen zu unserem Seminar. Und somit wird es ein kleines, feines Seminar. Und was ich ganz weit nach oben hin will, ist, weil wir haben schon ganz viel angeredet, der Max letztes Mal ja, er möchte eigentlich nur noch auf Seminare kommen, da wo der Teilnehmer im Vordergrund steht. Und das wäre da so sehr auf die Abenden. Die Schallmoser Buben geben natürlich ein Konzert, also das ist ja eh klar, wenn die schon mal da sind, die werden einmal 1,5 Stunden ein Konzert spielen, aber der Rest werden nur die Teilnehmer gestalten und die Schallmoser Buben halt als Begleitung haben. Genau. Und wer sich da noch umhängen möchte, der Link ist auch drunter. Und das dritte Seminar steht auch schon. Da hat ihr auch wieder dabei, oder? Ja, schon. Bei mir ist nicht sicher. Bei dir ist nicht sicher. Kini-Musik-Seminar ohne Kini-Musik geht eigentlich nicht. Gell? Ist ja wurscht, das ist nächstes Ich Jahr. bin aber entschuldigt. Du bist entschuldigt. Das schreibt meine Frau dann. Schreibt Entschuldigung. Gut. Das ist vom 4. bis zum 7. im Seehof in Hersching. Da wo wir auch übrigens. 4.7.2. oder 4. was? bis oder? 7. Februar. Genau. 4. bis 7. Februar nächstes Jahr. 10 Referenten. Schmid-Hannes, Servi, also Schmid-Hannes, Johannes Servi, der Stefan Huber mit der Tuba ist dabei, der Rainer, Magdalena Salchecker, alle möglichen Namen. Könnt ihr auf dem Link unten anschauen. Wird ein bisschen größeres Seminar Donnerstag bis Sonntag. Genau. Genau. Du bist auch vielleicht im November dabei, oder? Eventuell. Schau, viele Plätze habe ich für nicht mehr. Das ist gesagt. Aber schaut's mal, das kriegen wir schon hin. Haben wir noch einen? Osternestel ist gewünscht. Osternestel spielst du aber mit der CFBS, oder? Ja, F. Ja, gut. Kennst du das Original halt. Osternestel? Ja. Ah, ja, gut, passt. Dann, das, wenn man nicht kennt, das ist ein bisschen. Spielst du mit der Gitarre oder Ja. mit der? Spielst du mit der Gitarre, okay. Ein Boxding nicht. Ja, also ich muss sagen, ich habe es letztes Mal gehört, also ich bin jetzt auch nicht der begnadetste Gitarrist oder Herrenspieler, ich spiele das Zeichen auch überhaupt noch nicht so lang. Also Herrenspieler, wie lange spiele ich das? 3 Jahre, 3 Jahre oder so, also ein bisschen fällt hier das. Und ich habe es mal letztes Mal auch gehört, also es ist schon auf die Mikros ist schon grob, jetzt da nicht gescheit. Nicht nur auf die Mikros, Depp. Immer wieder gern. Ja. Aber braucht er trotzdem allerweil wieder, gell? Du darfst nicht spielen. Ja. Genau. Du organisierst Das das. Osternestal vom Quirin Kaiser. In F-Dur. Hast du umgeschalten? Ihr Herzens. Da raus wahrscheinlich.
Die zweiten mag ich halt nicht. Das ist alles live. Die zweiten Teile haben sie immer so in sich. Das ist komisch. Es ist ja- Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja, es ist ja alles live, also. Nein, Tagesformabhängig. alles von. Ja, haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt. Ja. Das Stück irgendwie. Dann hast du da, jetzt haben wir Bombe vergriffen mit die. Wenn du deinen dritten Teil hast, Da hat ständig vierte, vierte drin. vierte, fünfte, erste, vierte, fünfte, erste. Da musst du es auch kennen. Ist noch was gekommen? Waldinger. Nein, nein. Weitler jetzt. Das kann ich nicht. Hast du Mikro umgestellt? Hm? Stimmt. Weitlerherz kenne ich. Weitlerherz ist das Tom und Basti. Ja, schon mit. Kenn's nicht. Kennen wir leider nicht Zwiefach dafür. haben wir halt noch nicht gehabt, gell? Also, der einzige Zwiefach, den ich spiele, den wir auch singen können, ist Sandochsen. Sandochsen. Den können wir gern machen. Spielen wir Ochsen. Da haben wir wenigstens noch gesungen. Auch. Nein, müssen wir nicht. Ja, doch, machen Sagen wir wir. noch mal kurz. Ja, aber du hast ja da ein Dreiviertel damit drin, 1, glaube ich. 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1. Ich spiele Du hast ja gesagt, das war Ja, ganz ja, einfach. der wenn du mal Haus hast, dann war er einfach. Nein, jetzt singen wir jetzt. Komm. Dass wir auch gesungen haben auch. Und dass wir natürlich auch für euch mal. Oder Machen wir 3 Strophen, oder? Ja, machen wir 3 Strophen. Dann nochmal musikalisch und dann ganzen auf, oder? Machen wir es das mal so. Ja? können wir noch Stellen wir mal musikalisch. um. Okay, machen wir zum Schluss dann. Also machen wir Du siehst noch jetzt an. S und As zum Genau. Schluss. Okay, also Ja, dann aber nur Ochsen. Probieren wir es mal, schauen wir mal, ob der Gesang rüberkommt. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Hast du umgestellt? Ja. Da steht Musik. Muschisch. Aber Doxen, treib ich nicht aus. Aber Doxen, treib ich nicht aus. Will lieber Kier oder Zei oder mein Wein. Will lieber Kier oder Zei oder mein Wein. Wirtshaus, lasst mich nicht aus. Aber das Wirtshaus, lasst mich nicht aus. Geh ich vorbei, zieh's mich rein, griff in mein Wein. Geh ich vorbei, zieh's mich rein, griff in mein Wein.
Ich hoffe, das hat man. Aber das ist immer anders, weil ich weiß gar nicht mehr. Ich habe, glaube ich, jedes Mal anders gemacht, oder? Sollen wir so machen? Achso? Na, Okay, machen wir. Als finale Zugabe gehört noch ein Hoch auf Format. Hoch auf. Ui. Wer hat das geschrieben? Hoch auf Torwart. Ja, den können wir auch machen. Kriegen wir den hin? Das ist auch schon wieder so einer, der wir. den habe ich gestern sogar noch mal noch angeübt. Ja. Jetzt Hast, dann- hast du schon gedacht, dass man mitspielen muss? Spielst denn du mit der Gitarre oder Ich was? spiele mit der Gitarre, dann Dann- haben wir dann vielleicht spiel nicht mit mit der einem Marsch Bassgeräten. aufgehört, gell? Das ist im Prinzip wieder ein Marsch. Das passt schon. Das heißt, als letztes Stück Hoch auf Torwart. Ja. Kannst du das singen? ist Hast du okay. Text im Kopf? Den habe ich, den Dokumento in dem Text, ja. Also Hoch auf Torwart, könnt gerne einen Text her, da mitsingen. Muss ich schnell auf Musik wieder schalten. Ah ja, der ist auf, den habe ich jetzt auf die Gitarre mit anschauen. Die eine. Ja, haben wir's. Viel Spaß. Perfekt. Hast du auch einen mitgespielt bei uns, oder? Nein, aber ich habe das ja schon gespielt. Schaut mal. Ja, schaut mal.
Ja, Punkt. Fast Punkt. Punkt 10. Haben wir es geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für uns war es jetzt einmal eine neue Erfahrung. Genau. Was ich vorher noch Spannend. sagen wollte, wir spielen ja am kommenden Sonntag in Hersching im Seehof. Sofern es wieder mitspielt. Ich habe nachgeschaut, wir haben ja immer, Kommt eigentlich gut her. Soll es herhalten, gut? ja, wir haben Dann ja immer passt. Glück gehabt beim Wieder. Ja. Also wir haben ja Hersching, Ammersee, beim Seehof ist immer sonntags 16 bis 19 Uhr. Irgendeine Musik. Irgendeine Musik, die der Seehof organisiert. In dem Fall wir spielen Diesmal heuer, wir, glaube ich, genau. so 3-mal, 4-mal, irgendwas. Sowas, ja. Genau. Dann haben wir heuer noch vor, dass wir Schweiz in die fahren. Schweiz fahren. Genau, da haben wir eingeladen worden, weil wir haben einmal Schweizer eingeladen zu uns auf dem Horgast und die haben uns jetzt wiederum zu ihnen eingeladen. Bei uns ist ein Horgarten. Gell? Horgarten hätte ich gesagt. Ich weiß doch nicht mehr, was das ist. Was gibt es noch Ja, anzukündigen? mit dem Alpenjazz. Mit dem Alpenjazz, genau, Alpenjazz. Das muss Schöne auch mal Grüße kommen. in die Schweiz zum Häme. Genau. Ansonsten 20.06. Da haben wir, bist du dabei, 20. Juni, das ist in 3 Wochen grob. 2-3 Wochen, das ist ein Samstag, das ist der Starnberger Volksmusiktag, da dürft ihr gerne alle kommen. Da haben wir verschiedene Gruppen von 10 bis um 12 und dann nochmal von 1 bis um 3. In der Starnberger Innenstadt, Volksmusik, geht man rum, hört man ein bisschen zu, drumherum in ganz mini. Sehr mini. Sozusagen. Wir haben, ja, es sind doch 6 Plätze mit Mhm. insgesamt dann 12 Gruppen und das Ende machen dann die Starnberger Fischerburm in der Wiener Loggia unten. Ganzel muss ich schöne ab 15:30 bis nicht mehr wohin oder keiner mehr da ist, was weiß ich. Genau. Vielleicht sehen wir uns am 20.06., vielleicht sehen wir uns am Sonntag. Genau, in dem Sinne, da ich sagen, macht es gut, die das zugeschaut habt. Und jetzt muss ich irgendwie schauen, dass wir das Zeichen ausschalten. Schauen wir, genau. Da steht zwar jetzt gleich da, kurze Pause, aber die Pause wird so lang, dass wir uns erst wieder das nächste Mal sehen. Genau. Für euch, gute Nacht und schön, dass ihr Ja, zugeschaut habt. servus. Servus.